Hallo meine Lieben, ich bin die Nina und heute melde ich mich aus meiner Küche. Und ich melde mich auch in den Namen von den regionalen Reiseleitern von Slowenien. Und ich mache heute einen Bericht über den Osterfrühstück in Koroška. Koroška, das ist meine Region ganz nördlich von Slowenien und an der Grenze schon mit Österreich. Und in Koroška, sowohl wie auch anderswo in Slowenien, feiern wir sehr gerne Ostern, sowohl die Christen auch aus den Nichtchristen unter uns. Wieso? Ja, weil es beim Ostern um das gute Essen geht. Und bevor man aber das gute Osterfrühstück zu sich nehmen kann, muss man aber, also sollte man erstmal in die Kirche gehen und das Essen weihen. Und dann nimmt man so einen Korb mit. Und in diesem Korb gibt man sehr leckere Sachen, sowohl wie den Osterschinken, also einen geräucherten Schinken. Da gibt man auch Eier drin, also blutrot sind wie das Blut Christi. Und natürlich sollte man traditionell auch eine Potica reingeben. Darüber hat schon in den vorherigen Dialog die Nina Buch geredet und ich habe keine Potica heute hier, weil ich keine backen kann. Und ich habe aber zum Beispiel Strudel, ja, das funktioniert auch. Und in einen Korb gibt man noch Kren dazu, also Kren sollte auch auf die Nägel des Jesu Christi hinweisen und ja, sonst gibt es in den Korb auch sehr viele andere gute Sachen wie Würstel und Brot. Weißbrot war ja nicht so häufig in der Vergangenheit und wurde nur an solchen großen Feiertagen gegessen wie am Ostern. Und ja, wenn man dann zurück aus der Kirche kommt, also dass alles schön geweiht ist, weil ja, was ja heute oder am Sonntag ja nicht möglich war, wegen all dieser Sachen des Coronavirus und so weiter, das jetzt passiert, sonst würde ich sicherlich in die Kirche gehen. Und wenn man dann zurück aus der Kirche kommt, dann kann man das alles schön essen. So, somit gibt es auch sehr viele andere Gebräuche und Traditionen, die mit Ostern zusammenhängen, habe aber heute leider keine Zeit mehr und ich hoffe, es geht euch gut und wir sehen uns wieder am Dienstag. Tschüss!